Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Wir sind das Woche nachher zu Brüssel gewesen, für eine Plenärsession zu Straßburg 4 zu bereden. Und da sind wir mit ganz viel Stress verbunden, weil du es geschafft bis am letzten Moment für Kompromisse zu finden zu den einzelnen Dossiers. Und wie gesagt, da hat den dann am letzten Moment immer nach Umwälzungen, die können stattfinden. Und das ist dann, wie gesagt, immer zu suivieren bis, wie gesagt, der letzte Moment. Paar Themen will ich just rausgreifen, die nächste Woche morgen du jour sind, wo ich auch zum Teil jedenfalls mal drauf geschafft habe. Das ist einerseits den Refit-Programm von der Kommission. Ihr wisst, dass die heute Kommission Juncker angetreten ist, für eine ganze Partie Sachen am Anfang zu vereinfachen. Das heißt, administrativ Hürden aufzubauen, für den Binnenmarkt besseren Funktionieren zu kriegen, aber nicht nur die Direktive, mehr am Ganzen enkel zu gucken, für mehr Effizienz an die Einzeldirektiven zu kriegen. Was kann ich da eventuell aufbauen? Ohne dat er Substanz verlöget, wat kann ich vereinfachen anzuführen. Dat heißt, das Programm aus 2015 am Mai gelaufen, und da ist dann lo, wie gesagt, eine Fassung vorgestellt. Wir diskutieren, wir noch selber einen Rapport gemacht, und wir werden den dann aufstimmen. Das ist natürlich auch Erasmus+, dem Programm, wo die jungen Leute über die Grenzen raus können studieren, wo alle Jahre Tausenden davon durch einen Teil holen in dem Programm. Dann auch natürlich die Dossier wie Migration, an auch Bannesicherheit nur den terroristischen Attacken, aber auch Sicherheit einmal gemengen. Das sind Sujeten, die als Werte beschäftigen, wo die Kommission auch zum Teil, auch noch Ministerrat zum Teil auch Rede an Antwortwert stehen. Dann ganz wichtig Dossier, das ist den Eisenbahnsdossier, der feierten Eisenbahnspack, wo man definitiv an der Plenär über den Dossier, über den technischen Pilier von dem Dossier aufstimmen werden. Und ich kann mit Sicherheit so, und ihr wisst ja doch an der Zwischenzeit, habe ich schon oft auf dieser Platz davon geschwärzt, dass wir da eine gute Arbeit gemacht haben und dass auch der ganze Sektor eigentlich zufrieden ist. Die Industrie ist zufrieden, die Entreprisen sind zufrieden, die Beschäftigten aus dem Sektor sind zufrieden. Das heißt, wir nicht halb fertig bräuchte, für ein Dossier zu fiscalieren. Der Wert für Wurstem sorgen, der Wert auch für zusätzliche Beschäftigung sorgen. Es gibt ganz administrativ, aber auch technische Hürden, gehen aufgebaut, es gehen Vorschriften vereinfacht, ohne dass auch hier Substanz verloren geht. Ich war da persönlich Shadow-Rapporteur für die Sicherheit. Und als von Anfang an wäre es wichtig, den höchsten Standard für Sicherheit auf der Eisenbahn zu halten, nach auszubauen, und aber auf der anderen Seite für die Industrie eine ganz Partie Vereinfachungen heranzubringen. Das ist ein Dossier, den es schon seit eine Direktiv, die seit 2004 gibt, an die man vereinfacht haben, und aber wie gesagt an der Substanz eigentlich nach mehr beigebaut haben, wie das soll verloren gegangen sind. Die könnt wie gesagt dann zur definitiver Aufstimmung. Ein ganz bestimmtes Sujet, den uns auch das beschäftigt hat, und das vielleicht nicht direkt hier am Parlament, aber schon teilgeholt in einer Konferenz, hier direkt an der Nachbarschaft beim Komitee Économique et Social Européen. Unter der Federführung von Raymond Hengs, ein Kollege, den hat die Gruppe dort zusammen, die Transport und Infrastrukturen. Und hier hast du den Leader davon, den Vorsitzenden davon, und hier hat eigentlich fertig, eine Konferenz zu organisieren, für sich, wie gesagt, mit dem Transport zu beschäftigen. Am Zusammenhang mit der COP21, mit dem Akkord, den Ende des letzten Jahres gefunden war zu Paris, über den Klimaschutz. Das heißt, was hat das für Auswirkungen, die ganz ambitiösen Akkord, den da gefunden ist, über 150 Länder haben da ja gesagt, sind noch am Gang zu gucken, was an ihren Aktionsplänen auf nationalem Niveau daran muss ablesen, was muss umgesetzt werden, und das muss natürlich auch die Europäische Union machen. Die Konferenz wäre eigentlich für zu gucken, was den Transport an dem ganzen Puzzle, weil da gibt es ja viele Sektoren, da gibt es alles, was Bâtiment ist, es gibt Agrikultur, es geht so weiter, das heißt, auch den Transport als ein ganz wichtiger Teil von dem Ganzen. Wenn ich so den ganz wichtigen Teil, dann ist es eigentlich schon den Teil, den noch die letzten Jahre permanent Wurstem zugelöst wird, dass kommt immer mehr Volumen von Transport, von Mobilität kommt immer dabei. Wir bringen es nicht fertig, da darüber zu shiften, sowohl auf Eisenbahn wie auch auf Bahnschifffahrt, sodass aber nach immer einen großen Teil sich auf der Straße befindet.
An eigentlich des Sektor mischt die ganz Anstrengungen, die man machen, für wie gesagt den Klimawandel für den zu stoppen, für dass man wirklich unter den 2 Grad Erderwärmung bleiben. Den ganzen Sektor Transport mischt all die anderen Anstrengungen, die man an anderen Sektor von tun, wie zum Beispiel Batimenthäuser zu isolieren oder sonst andere Sachen zu machen, wo man CO2-Emissionen spuren. Den Transport frisst das ab. Und dafür müssen wir, und da sind wir uns alle gut eins gewesen, da waren ganz interessant Akteuren do vun alle Spezifizitéiten noch vun der Kommission an die hunn wenn als alle gotten eens, dat man do wie gesot Apps musssse machen, ganz dringend sogar musssse machen. An der sinn an natürlich en ganz pak die Pisten opgezeschen ginn, wéi dat kind stattfallen. Wa lommer wichtig ass dats an der internationaler Schëffahrt an der IMO den Dachverband vun de Schëffer vun der Rede ass eng Enigung von gifir auch do zu spuren, dats am internationalen Akkor ënner der Federführung vun der dat hecht den internationale Verband vun den Luftfahrtgesellschaften och do ass de wëllen fir lo ganz kurzfristig en Akkor ze signieren, fir wie gesot echtens CO2-Emissionen zu spuren, méi effizient ze ginn, an dann hat hier een Drittziel, wat vun der Europäische Union kënnt. Dat ass och d'Effizienz. Wir mussssen méi effizient gin fir an eiser Energie, fir wie gesot do engerseits ze spuren, an einerseits die Energie, die man verbrauchen, méi effizient, méi nachhaltig anzusetzen. Sektor, den natürlich do besonders raus Schüler 2 genannt, Luftfahrt an Schifffahrt, die muss große Erfahrungen machen. Deisebun steht relativ gut da. Es sind ganz viele Strecken, bald die großen Strecken sind elektrifiziert, das bleibt noch viel zu machen. Mit dem Sektor, den ist wirklich am meisten missermöchtet, als der Straßensektor. Und das ist einerseits alles, was Giderverkehr ist auf der Straße, andererseits auch den Individualverkehr, der Personenverkehr, den, wie gesagt, zum ganz großen Teil individuell auflebt und wo es muss geschehen. Da sind natürlich ganz stark Evaluierungen gewircht, wie das ganze Lo kann managen, für das dann eine Richtung zu kreieren, für die Ziele dort zu erreichen. Und da geht dann immer jetzt für Dekarbonisierung, das ist das Hauptschlagwort, das heißt, wir müssen wegkommen von den fossilen Brennstoffen, wir müssen wegkommen von der fossilen Energie, aber wir müssen ob erneuerbar, wir müssen ob elektrisch, wir müssen ob Biofuel, das heißt, auch wenn wir da nicht die erste Generation, dass wir das angesehen und dass das nicht die richtige Weg ist, da gibt es an der Zwischenzeit eine zweite und eine dritte Generation, wo durchaus der Wert ist, an die Richtung zu investieren. Mit den Hauptpunkt wird elektrisch bleiben. Und da gibt es ja schon große Anstrengungen an puncto Elektrocar, Elektriker, E-Bike, alles was Velo ist. Die ganze Mobilität geht immer mehr Richtung elektrisch angedriven. Und das ist auch gut. Und es sind noch ganz viele Leute, die mir auch persönlich so, und ich gehe ganz gerne an die Richtung gehen. Aber ich zweifle eben an der Sache, als Technik da schon so weit fortgeschritten, gibt es in der Zwischenzeit Infrastrukturen genug, kommen nicht weit genug mit den einzelnen Batterien, kriege ich überall vorhandene Ladestellen, wo ich kann uploaden, wie funktioniert das. Und da ist, wie gesagt, noch viel zu machen. Und das war auch von den Hauptsujeten, für zu gucken, die Infrastruktur bereitzustellen, ganz kurzfristig, und auch die technischen Aufforderungen herzustellen, für wie gesagt, wenn die Leute auch Anreize kriegen, für das sie dann op E-Mobility überswellen. Dat wie gesot net nëmme beim Individualverkehr, net bei den Autoen mit Gicher Großsteet, wo et ganz stark mat Velo funktioniert, wo ganz viel Trafiker so gut klengen Giderverkehr kann e soen och innerhalb vun der Stadt schon mat E-Bike funktioniert. Aber wann ich so innerhalb von der Stadt, dann ist das auch ein ganz großes Sujet gewesen, das heißt, das Programm Last Mile. Es möchte an Zukunft keinen Sinn mehr mit all den Kontranten, die wir haben, mit dem Mautsystemen und so weiter, für zum Beispiel Gider mit einem Kamion von Stockholm auf Paris oder Lissabon zu fahren. Da gibt es in der Zwischenzeit oder da werden in der Zukunft noch bessere Möglichkeiten geben, sie wird auf Wasser, sie wird auf Schiene und dann die letzte Mile, die letzten Kilometer, wenn das so will tun, die Verdelung innerhalb von einer Region oder von einer Stadt oder von einer Ortschaft, das muss dann mit intelligenten Gefähren gemacht werden. Das heißt, dass die ganz Schäden anfangen, die ganze Produktionsschäden von da, wo es fortgeht, sie wird an einem Hafen, sie wird an einer großen Fabrik, für das zu gucken, wie kann ich am besten Kapazitäten bündeln, und wie kriege ich es auf einen Endplatz,
auch nach verdeelt, für wie gesagt am meisten Energie zu brauchen. Da sind wir bei der Effizienz, umweltfreundlich Energie, da sind wir bei Elektrik. Natürlich auch von den du kann han frohen, wo dat gemerket, da muss ich natürlich auch do Ustrengungen machen, für dat erneuerbar Energie als an net Richtung Kernkraftwerker geht, da sind wir als ganz eins. Aber dann auch dummer der Krämer dann auch eng CO2 Emissionsreduktion. Und das ist eigentlich Ziel von dem Ganzen. Kommission wird 2016 mit am Sommer 2016, also lo an paar Monate, wird sie dafür stellen, wie das laut ihrem Ermessen noch geht. Das geht mit Urreiz einerseits, das geht aber auch mit teilweise mit Sanktionen, das wird nicht anders gehen. Und da kommen dann die Propositionen zu den einzelnen Transportarten, zum Zug, zu der Schifffahrt, aber wie gesagt, zu der Luftfahrt, auch noch zu der Straße, zum Individualverkehr, wo wir als, wie gesagt, ganz viel erwerben. Sie wird doch mit Mautsystem, das heißt mit Gebühren, sie wird auch sonst andere Möglichkeiten an die Kommission. Wir fordern sie immer im Mob, sie sind im Moment nicht extrem ambitiös gewesen und nicht immens ehrgeizig gewesen. Hunna ist dann lo, wie gesagt, aber versprach für das bis Mitte dieses Jahres vorzustellen. Es geht eigentlich ein bisschen an die Richtung, dass es lo eng Partyinitiativen, so auch individuelle Initiativen schon gibt. Und COP21 hat er doch gewiesen, hat er doch festgehalten. Und es geht auch ein bisschen darum, für die Dynamik von Paris, oder den Schwung, wo auch die Amerikaner mit mir, wo die Chinesen mit mir, für den Schwung zu halten, die Dynamik zu halten, auf hier lo, wie gesagt, an den einzelnen Sektoren, an den einzelnen Ländern Programme auszuschaffen, dass wir die Ziele, die wir bis 2030 schon an Europa, wo das Parlament aber schon nach méi weit will gehen, méi ambitiös Ziele will setzen bis 2050. Das heißt, für diese Ziele zu erreichen, muss man alle Guten, und da sind wir als eins, da sind wir uns auch bewusst, dass wir alle Guten zusammen, da müssen ganz viel innovieren, ganz viel neue Überlegungen feiern, und dann, wie gesagt, einerseits auch durch Urreizer eine Verlagerung, ein Umdenken von unserer Mobilität, von unserem Transport erreichen. Und sie ganz zuversichtlich, da sind eine ganz paar Überlegungen, eine ganz paar ganz gut Pisten, die da liegen und die wirklich müssen ausgebaut werden. Ich werde natürlich auch über den Dossier umlaufen haben, Transport zusammen mit COP21, mit dem Klimaakkord, den wir da gefunden haben. Das wird etwas sein, was uns die nächsten Monate, Jahre noch weiter beschäftigt. Ich sage nicht viel, vielmals merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche von Straßburg.